Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig. Komm her, du Wichtel. Ihr goblinoide Wichtel entkommt mir nicht. Zack. Also so Türme finde ich generell in Lufia sind die etwas härtere Dungeons. Wir werden noch sehen, warum dem so ist, aber ich persönlich empfinde einfach diese Turm-Dungeons als die etwas härteren Nummern. So, da lang. Können wir hier und hier. Dann wird nochmal eine Runde gespeichert. Dann sind wir eigentlich auch schon fast so weit, ne? Aber nur fast. So, da geht's do drauf und do drauf. Das dürfen wir eigentlich auch überstehen, ohne dass wir hier nochmal Schade erleiden. Und drauf und Wetter. Sehr gut. Du bist Geschichte, Stachelechse. Weg mit dir. Und weiter. Genau, hier haben wir auch schon dafür gesorgt, dass das Ding steht. Und als nächstes müssen wir noch die Leder ausfahren. Und dann können wir bis zum Boss hoch. Gut, gut. Sehr schön. Gold haben wir hier auch schon mal gut gesammelt. Alle auf den Goblin drauf. Das wird uns im nächsten Dorf dann auf jeden Fall von Hilfe, wird uns hilfreich sein. Weil ich würde immer sagen, man kauft eigentlich immer nur die Sache, wenn es wirklich notwendig ist. Weil teilweise kostet es extrem viele neue Ausrüstung für die ganze Mannschaft zu besorgen. Und man muss dann einfach in jedem Dorf sein ganzes Geld zum Fenster rausschmeißen, nur weil es was Fahrummer gibt. Schlimmer wird's immer, drum laufe schnell ins Hinterzimmer. So, so. Ich mache mal erstmal mit das so fertig. Die bewegen sich ja glücklicherweise kaum, die Biester. So. Das hat gerade noch so gereicht, das ist gut. Die schielende Skelette wieder. Die berühmte. Ja, Guy zieht mittlerweile auch mehr ab als Maxim und von der KP her hat Guy 196 und Maxim 135. Also man merkt schon, Maxim ist zwar ein Allrounder, aber Guy ist Kämpfer durch und durch. Perfekt. So, was sagt das hier? 6:15 Uhr ist das jetzt. Die Tür sich öffnet, wenn die Zeit auf 9 wetzt. Hetzt, nicht wetzt. Entschuldigung. Das ist der Kleiner. Der kommt dann hier und der große Zeiger steht jetzt auf 12. Gut, da haben wir 9 Uhr. Und die Außertreppe ist ausgefahren worden und wieder eingefahren. Und wieder aus und in die Reihe. So. Genau so machen wir das. Huch, da steht ja wieder da. Südostturm Tannbell, 5. Stockwerk. Schlüssel benutzt. Alle Hopf. Aha. Da sind noch so ein paar stinkige Untertanen neben dran. Und die kümmern wir uns natürlich sofort. Nicht auf dich, auf dich. Ach ja, ach ja. Wir müssen sowieso nochmal zurück in den Turm. Das kann ich schon mal gleich versprechen. So, 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 so und so. Also wie gesagt, wir müssen sowieso wieder zurück in den Turmreihe, weil hinterm Bossgegner stehen 3 Truhe. Und an die kommen wir leider erst noch im Bosskampf dran, aber nicht direkt. Das heißt, wir müssen nochmal eine ganze Turm hochlatschen. Deswegen habe ich auch in der letzten Episode so gecuttet, dass wir den unteren Bereich schon mal durchhängen. Okay, Holzschild hat Guy, Quatsch. Ich wollte auf Maxim gehen. Ja, das bringt ihm schon ein bisschen was. Ist auf jeden Fall besser als das Ding, weil Intelligenz braucht der als Krieger jetzt nicht so besonders. Und so der Magier ist es jetzt auch nicht. Dann auf die Goblins. Beziehungsweise auf den Ende Goblin. Aller Hopf.
Auf Guy müssen wir halt als Warte. Der macht zwar der meiste Schade, aber ist, ja, der langsamste vom Verein. Deswegen, wenn wir bei den dazu kommen, ihm die Beweglichkeit zu erhöhen, sollte man das definitiv nutzen. Frostfolter heißt hier das, was dir abwartet. Alles klar. Wisst Bescheid. Ja, du watscheln auch noch ein paar von den Freaks rum. Also, wir wollen natürlich alle Gegner beseitigen, bevor es hier wirklich losgeht. Frostfolter. Was für ein blödes Kommando, um abzuwarten. Ohne Scheiß jetzt mal. Okay, so, so und so. Den Impolosaurus hätte ich ganz gern erledigt. Müssen wir warten, was Guy macht. Gut. Ich bin froh, wenn sie unser Kapselmonster angreifen, dann kriegen wir es wenigstens nicht ab. Gerade wenn wir so kurz am Bossgegner wieder stehen. Kurzschwert, perfekt. Damit sind wir gerade sowieso ausgerüstet, ne? Ja. Guy, ach, ja. Und hier kann ich damit anfangen, alle Haupt. Ach, ziemlich geile Musik. Geil. Liana! Ihr seid weit vorgedrungen. Du, warum hast du Liana mitgenommen? Hast du ja doch überhaupt nichts gemacht. Ich soll die Fähigkeiten von dem Mensch auf die Probe stellen. Und hab die tolle Idee gehabt, deine Schwester zu entführen, um dich aus der Reserve zu locken. Das wird dich da ja zu stehen, Kummer. Na, dann wollen wir doch mal sehen, was ihr Menschlein so drauf habt. Huhu! Kamu! Wir probieren es einmal mit Megabeben einfach nur aus. Bringt auf jeden Fall sehr viel, 123. An Schade zieht's ab. Gut, Verstärkung. Und die Naht. Ach, die Verstärkung finde ich jetzt nicht so toll. Sklave. Alles klar. Wisst Bescheid, wenn so ein Hansel hier Leute ruft, dann sind es nur irgendwelche arme Schweine, die für den Mistkerl da kämpfen müssen. Die sehen dann aber auch nicht wirklich aus, als wären Sklave irgendwie so wie die aussehen. So ein bisschen reptiloid. Gut, du haltst jetzt mal Tier, weil ausnahmsweise Tier diejenige ist, die ja richtig Schade reißen kann. Und glücklicherweise greift er auch erst auch noch den Maxim bezaubert hat. Greift er generell. Er greift mal vor Guy A, okay. Selbe Spiel noch einmal. Und je mehr der Typ Tier A greift, desto mehr habe ich Megabeben in petto. Das finde ich natürlich klasse. Und Berserker, das ist halt stärkste Attacke. Okay. Es geht sogar noch. Es hält sich in Grenze. Wischt was? Greif du mal A. 50% der maximalen... Ah, okay, das trifft leider nicht alle. Okay. Dann machen wir mal Folgendes. Und du gehst wieder mit Eisbombe drauf und du mit Megabeben. Okay, so allmählich müsste der aber auch bald seine Kraft weg haben. Der dürfte eigentlich auch allmählich am Ende sein. Es sei denn, er ruft halt wieder Sklave herbei. Okay, Maxim, greif A, du greifst A und du machst wieder Megabeben. Selbst wenn Kamu jetzt vor dem Sklave stirbt, ist der Kampf nicht vorbei. Die Kämpfe in Lufia sind erst vorbei, wenn alle Gegner tot sind. Egal, ob das Minions sind oder ob es der Hauptendgegner ist. So, jetzt müssen wir nochmal groß die Runde machen. Und hier nach wie vor Greifer machen fertig. Ah, der ist aber zäh, der Kerl. Der Guy ist ja auch schon unter der Hälfte.
Igitt, jetzt will das aber wirklich nochmal wissen, der Mistkerl. Ja, das war's jetzt auch mit Avor. Gut, das hat schon mal was geholfen. Maxim, truffende Wetter. Nee, Moment. Maxim, stark auf Tier, du Superkraft auf Maxim und du wieder Mega Beben. Wir müssen auch eine konstante Damage-Stil mit dabei haben. Wenn du kein konstanter Damage-Stil mit dabei ist, dann bringt es auch herzlich wenig, das Ganze. Scheiße! Okay, das war's jetzt. Guy, greif A. Und du machst Heilsirup auf Maxim. Und du ist das Heilkommando einfach nur voll. Anna hopp. Dann wieder truffende Wetter auf das Sklave und du wieder Mega Beben. Für solche Gelegenheit ist der Heilsirup gedacht, aber ich habe halt im Hinterkopf gehabt, dass der Typ halt wirklich schon ziemlich stark ist. Deswegen habe ich ja gemeint, wir müssen sehr viel leveln und sehr viel Erfahrungspunkte sammeln, damit uns hier die Leute nicht am laufenden Band verrecken. Ich gebe zu, meine Taktik hier ist sehr offensiv, aber ich muss ja auch ein konstantes Damage mit drin haben, dass der sich nicht so sehr drauf ausruht. Genau, perfekt. Für Maxim hat es gereicht für Level, für Guy und für Tier. Super. Ihr seid ja stärker, als ich erwartet habe. Aber überschätzt euch nicht, die Zeit wird kommen. Was babbelst denn du da? Die Hölle fürchte, wenn bald herrsche. Bald! Was meinst denn du damit? Das braucht ihr nicht zu wissen. Ihr werdet sowieso nicht weit kommen. Nein! Der ist verschlossen. Ihr könnt nicht entkommen. Wieder uns mit dem Turm begraben? Ah, was soll man die Idee aufzumachen? Guy geht zu Liana. Alle hopp! Liana? Ich hab gewusst, du gehst Kummer. Keine Angst, wir bringen dich hier raus. Der ist durch den Zauber verschlossen worden. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Mir nehme ich viel Zeit. Huch, der ist offen. Schnell, Dummeldeich. Ich kenne dich doch aus der Höhle. Wir haben keine Zeit, uns zu unterhalten. Ich warb uns alle noch Tannenbell. Alla hopp, so kann's auch gehen. Das wäre ja mal wieder geschafft, Maxim. Hey, wer war dann die Frau? Die hat mir mal gesagt, dass es meine Bestimmung sei, zu reisen und zu kämpfen. Komische Frau, aber die hat uns gerettet. Ich soll dir mal danken, aber wo ist sie dann jetzt hier? Jetzt ist er weg. Wer, wie, was ist die dann bitte? Ach, ist doch egal, lass uns jetzt mal heimkehren. Liana hat ein paar Schrammer abkriegt. Ja, du hast recht. Liana. Endlich eingeschlafen. Wie geht's aber dann? Ja, weil es jetzt auch außer Gefecht, aber es ist nicht so schlimm, wie wir gedacht hätten. Maxim, wer war dann die Frau im Turm? Du hast sie gekannt. Ja, die Frau, die hat mir noch gesagt, dass meine Bestimmung sei zu kämpfen. Die scheint wohl eine ganz besondere Frau zu sein. Ja, sie hilft uns, sie weiß, wie man so Zauberkram und der los wird. Respekt, wer sich bis zur Spitze vom Teufelsturm durchschlägt, der muss ein wahrer Krieger sein. Volltreffer. Alla Maxim, was machst du denn jetzt? Ich hab Wind davon gekriegt, dass man überhaupt... Ich hab Wind von etwas gekriegt, was man überhaupt nicht passt. Du meinst die Wesen aus der Hölle, die die Welt beherrschen wollen. Ganz genau das. Wenn es die wirklich gibt, dann werden sich unser Wege kreuzen. Und danach? Ja, wenn die Welt ihr Ziel ist, dann muss sie wohl kaputt schlagen, oder? Wir retten hier über Teufelswesen, nicht über irgendwelche Diebe. Warum auch wäre ich Gewinner. Und du, Guy? Wie steht's dann mit dir, Kerler? Aber hallo, ich werde mich niemals unterwerfen. Nie im Leben. Ich bin bereit, Maxim. Na, das hören doch mal Ohren gern. Wir müssen uns aber ein bisschen dummler. Jetzt schon. Naja, ich könnte... Alla hopp. Dunkle Stimmen sind etwas schwerer zu sprechen. Sag ehrlich, Guy, willst du dabei sein? Jessie, Sie ist so wunderschön. Wer ist sie dann, Guy? sie ist, ach mein Wächst. Hast du Spruchstörungen? Einen Moment mal kurz. Du bin ich wieder. Sorry, ich habe mich so dermaßen verschluckt von der tiefen Stimme.
dass ich immer noch ein bisschen Pipi in der Aare habe. Hast du Spruchstörungen? Hi, ich bin Jessie, Guys Freundin. Hey, toll, freut mich, dich kennenzulernen. Ganz meinerseits. Guys Freundin, ha? Was Menschen nur damit? Warum soll ich dann keine Freundin haben? Ja, hey, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Jesse, wie hast du das gemeint, als du gesagt hast, ob ich gehen wollte? Du willst doch gehen, oder? Es hat total ins Gesicht gestanden. Aber... Du musst wegen Liana hier bleiben, ich kümmere mich um so. Ja, ich hätte ein besseres Gefühl, wenn du bei ihr wärst. Aber du und ich... Ich werde dich schrecklich vermissen, aber du musst machen, was du für richtig hältst. Wenn alles vorbei ist, dann wirst du zu mir zurückkehren, nicht wahr? Du willst, dass ich wieder zu dir komme. Ich vertraue dir. Ach, Jessie. Sie sind sich sehr nah füreinander tot, das ist wahre Liebe. Ja, die beiden scheinen wie voneinander geschaffen. Maximan, was denkst du dann grad? Nix, gar nix. Naja, ich bin nicht die Frau, die ihr Leben lang wart. Maxim, ich bin bereit, lass uns die Kreaturen in die Hölle zurückschicken. Alle hopp, machen wir's doch so. Und das Unterfangen wird sicher kein Kinderspiel. Aber das mag sein. Trotzdem tragen wir auch kein Windle mehr. Schon gut, Guy. Wir sollten jetzt nicht mehr länger babbeln und uns auf den Weg machen. Alle hopp, da nix wie los. Gut, Guy, einer für alle und alle für einer. So soll's sein. Ziemliche Schwätzer alle miteinander, so. Ziemlich pathetische Schwätzer. So, was mache ich denn hier für einen Quatsch? Wir gehen auf jeden Fall wieder zurück in den Turm. Und da müssen wir dann auch wieder die ganze Hebel nochmal bewegen. Aber das Mal werde ich nicht gegen jeden kleinen Kröterich kämpfen, der mir im Weg steht. 17, 16, 17 ist ach sehr gut. Ach, wenn die Episode heute länger wird, ich möchte auf jeden Fall den Turm heute noch abschließen, wenn möglich. Auch wenn die 2,5 Minuten höchstwahrscheinlich nicht reichen werden. Ach du liebe Zeit, was geht denn hier ab? Nix wie drauf. Zumindest auf der Weltkarte kämpfen wir noch gegen alles, was sich uns in den Weg stellt. Eieiei. Drauf und drauf. Und mal wieder Heiler. So. Entschuldigung. Immer noch der Kloß im Hals. Da habe ich mich so dermaßen verschluckt wegen der dunkle Stimme vom Guy, dass ich einen totalen Hustekrampf gekriegt habe. Das war echt nicht schwer anzuhören. Ja, du hau ich jetzt einmal ab. Ich bin froh, dass ich das rausgeschnitten habe, jetzt mal ohne Witz. So. Wir müssen einfach nur geradeaus durch. Aber ich will ja die 3 Schätze, die es over gibt. Und hier gilt, je weniger Kämpfer, desto besser. Scheiße. Aber wenn sich so viel halt uns in den Weg stellt, dann machen wir das auch so noch fertig. Wenn es nur ends ist, ist das kein Thema. So. Gut. Dann hier. Moment. So rum. Dann so. 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 Und nichts wie hoch. Moment. Jetzt machen wir das mal ein bisschen anders hier. So. Wir müssen den Quatsch jetzt auch nochmal machen. Das heißt, gegen Anna müssen wir zumindest nur kämpfen. Dann machen wir das so. Und wie gesagt, das kann jetzt auch 25 Minuten oder länger werden. Aber ich wollte auf jeden Fall den Turm eigentlich in 2 Episoden durchhaben. So. Weil, wie gesagt, die Gegenstände aber, die lohnen sich. Und ich glaube, der hat auch nichts gedroppt, der fiese alte Kamu. Also das Kamu-Juwel oder so, oder wie es heißt. Das habe ich leider nicht gekriegt. So. Und draufende Wetter mit dem Fumi-Schlag, der hilft. Ich muss gerade mal gucken, ich habe jetzt nämlich echt nicht drauf geachtet.
Nee. Kraftarmband, nee. Nö. Der hat leider nichts gedroppt. Wäre auch selten gewesen, wenn es passiert wäre. Weil, wie gesagt, das Item ist schon etwas seltener. Zuerst so. Dann so. Und so viel Gegner wie möglich betäuber. So, Moment. So, so. Können wir hier durch. Und da entlang. Perfekt. Gut, da müssen wir nicht kämpfen. Da müssen wir allerdings... Ach, hier. Das heißt, gegen den müssen wir leider kämpfen. Genau das wollte ich erreichen. Nein! So rum. Hey! Was soll denn der Quatsch? Ach, scheiße, dann muss ich aber gegen das Vieh kämpfen. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Tier, sei so gut. Und heil dich. Wobei. Wir machen das so. Guy drauf und Maxim, du heilst dir. So. Und dann so. Gut, das dürfte gerade noch für einen Angriff genügen. Und dann... Gott sei Dank trifft's Maxim. Und zum Glück noch normale Treffer. Okay, dann so, so und so. Die Krabbe erwischt's. Also es sind schon echt ziemlich fiese Viecher. Wenn sie mal wirklich richtig treffen, dann hat man die Hose geschissen, aber so richtig. Ah, na hopp. Ja, was soll denn der? Achso, ich hätte jetzt einfach nur Dotti gemüsst. Was ein Quatsch. Hätte ich doch nicht kämpfen müssen. Okay, weiter. Das Ding muss ich wieder bedienen, genau. Ist ja nicht so, dass ich ein paar Sekunden vorher drin war in dem Turm, aber jo. Machen wir halt einfach mal wieder alles auf Anfang. So, du. Du. Weiter. Weiter geht's. Immer weiter und weiter. Hier rein. Schon mal vorbereite. Ich denke voller Freude und Sehnsucht schon an die nächste Rätsel, die sich uns dann in der nächsten Dungeons dann wieder bilden. Bin ich sehr gespannt, wie schlecht ich das meistern werde. Runter war der Schlüssel, aber der Schlüssel hämmer schon. Deswegen so. Und da wieder. Dann müssen wir da noch aufmachen und dann ist gut. So. Das war nur das mit der Uhrzeit. Dann haben wir es auch gepackt. Also die Welt ist es ja nicht, da hochzukommen. Hoppala. Aber wenn man die ganze Gegner mitnimmt, dann seht ihr ja selber, das schluckt dann jede Menge Zeit. Ich denke, mit meiner 25 Minuten habe ich wieder relativ logische Prognose geliefert. So. So. Wieder betäubt. Und dann nichts wie abzuwenden 3 Kostbarkeiten. Ja, Schlüssel habe ich noch. Allerhaupt, hier gibt's Kamo-Rüstung. Die wird uns relativ lang begleiten. Hier gibt es zusätzlich noch Feuerdolch. Und es gibt die Perlenkette. Sehr schön. Okay, dann rüstet euch aus, Jungs. Kamo-Rüstung ist nichts für Maxim, sondern nur was für Guy. Eine Rüstung, die von Kamo verwendet wird. Ego-Kraft 1 gibt alle Kämpfer 25% für eine maximale KP von A-Wender wieder. Das ist dann so ein Ding, was auch unser Kapselmonster heilt. Ansonsten drückt es die Werte eigentlich auch ziemlich gut hoch. Feuerdolch haben wir hier. Dolch mit der Kraft von Feuer und Feuerwelle. 3 stärker als der normale Attack. Wirksam gegen feuerempfindliche Gegner. Das ist was für Maxim. Und damit jeder was davor hat,
noch für Tier die Perlekette. Das kann sowieso kein anderer tragen. Das ist dann für sie. Das reißt die Abwehr nochmal immens hoch. Kette aus glitzernde Perle und Geistesblitz erhöht die Intelligenz. Das ist natürlich was für sie. Und wir benutzen jetzt nochmal Flucht. So. Dafür ist es auf jeden Fall geeignet. Nix wie raus hier. Die Nacktechser machen wir auch platt. Und die machen wir auch noch fertig. Und weiter geht's. So, dann geht's hier in das kleine Dörfchen rein. Clamento. Das sieht ja mal gebebt. Was ist dann da passiert? Das wirst du noch feststellen, mein Lieber. Aber wir wollen zuallererst mal in die Kirche gehen. Und wollen eine Runde speichern. Und dann gucken wir uns übermorgen hier im Dorf wieder um. Retten ein bisschen mit den Dorfbewohnern und rüsten uns aus. Also machen's gut. Und bis übermorgen dann wieder. Euren Yankee.